Haut kriegt den Phishing nicht nur über E-Mail, mehr immer mehr auch über Social Media oder Messengeren, mehr auch Anruf oder SMS. Denkt daran, dass eine seriöse Firma ihr nie wird ein Passwort fragen oder ähnliche Informationen, Kreditkarteninformationen über Telefon oder über E-Mail. Wenn ihr eine E-Mail kriegt, dann ist es eigentlich immens wichtig, die Adresse zu überprüfen von den Linken, die dran sind. Und das sieht immer ganz kompliziert aus, aber am Anfang ist es nicht so kompliziert. Hier ist ein Beispiel von so einer Adresse. Eine Adresse fängt immer an mit HTTPS, die seriös fängt immer an mit HTTPS. Und dann seht ihr den am Anfang den ersten schiefen Strich, den ihr findet. Und ab da liest den von rechts nach links, das heißt, das geht hi.to. Und dann den nächsten ist com-pay, das heißt, wir befinden uns hier auf der Seite com-pay.to. Und nicht wie gibt normalerweise mengen, wenn ihr von links nach rechts lest, auf paypal.com, das heißt, hier sind wir auf einer gefälschten Seite und nicht auf der offiziellen PayPal-Seite. Wenn eng dat zu kompliziert ist, dann ist die Empfehlung, dass ihr den Link gar nicht anklickt, aber stattdessen die Internetseite antippt oder sogar die offizielle App benutzt, weil dann ist ihr sicher, dass ihr auf der richtigen Seite ist. Also auf den Link klicken ist noch nicht schlimm, dann ist noch nichts geschieht. Aber sobald ihr Daten angeht, final ein Passwort, da geht es problematisch. Ein Passwort soll ihr dann auch so sehr wie möglich ändern, wie ihr merkt, dass ihr nicht auf einer falschen Seite angehen wird. Wenn es Bankdaten sind, zum Beispiel Kreditkarteninformationen, da soll ihr direkt auch die Bank kontaktieren, als sie froh für die Karte sperren zu lassen zum Beispiel. Bei persönlichen Daten, da kann ich leider nicht so viel machen. Da muss ich dann in der Zukunft damit rechnen, mehr Spam zu kriegen oder auch echte Opfer von einer Phishing-Mail zu gehen. Immer was verloren gehen, soll ich so sehr wie möglich Bank kontaktieren, weil was die mehr sicher ist, was die Bank auch mehr machen kann, am besten Fall eine Transaktion annullieren. Es soll ihn aber auch Polizei kontaktieren und einen Plan machen. Zu Lützeburg gibt es eine Instanz, die nennt sich Circle Computer Incident Response Center. Das ist ein englischer Name, aber da arbeiten multilingue Leute. Und das sind Spezialisten zu Lützeburg, die euch an der Situation helfen. Kontaktiert die einfach und die werden euch helfen, guidieren, muss Plan machen, muss technische Aktivität gehen. Die guidieren euch an der Situation, wo ihr seid, und du geht auch gut beraten. Also Ransomware an sich, Ransom ist für Lesegeld, an dem Sinn abgebaut, dass das mit die größten Probleme, die ihn heutzutage kriegt, par rapport von seinen Daten. Das Prinzip ist ganz einfach, die kriegt einen Link geschickt am Dingen oder auf einer Internetseite hat einen Link. Und wenn ihr darauf klickt, an dem Sinn, dann geht die aktiviert. Was geschieht dabei? Es wird alles verschlüsselt. Das heißt, es fängt Lösungen nach dem Computer auch, oder ein Handy, wenn ihr da verbunden sind mit der Cloud, dann die Daten fängt ihr nun alles zu verschlüsseln. Verschlüsseln heißt in dem Sinn ganz einfach, dass ihr selber, wenn ihr darauf klickt, nicht mehr könnt darauf zugreifen, aber ihr freut euch so ganz lange Code dabei. Das Prinzip ist einfach, wenn das bis aktiviert ist, dann läuft das durch, oft merkt ihr das nicht. Und dann nur zum Schluss, wenn das Programm fertig ist, dann können Sie Label probab, ihr seht, super, wenn du gerne willst, in Daten rankommen, dann bezahlen wir uns schlicht Geld. Dann hat ja an sich die Möglichkeit für die Ransomware, also für das Lesegeld zu bezahlen, gebe ich niemals machen auf den Dingen, weil ich weiß ja nicht, was geschieht ist dabei. Mit etwas ganz Einfaches, was ihr vielleicht alle bemerkt oder auch eins vergisst, man hat einfach ein Backup. Das ist das wichtigste Mittel für Ransomware, das heißt, alle können so ein Backup zu machen, wo es wichtig ist. Wenn dann Ransomware könnt, an dem Sinn, das kann kein Computerspezialist zurückgehen, dann kommt da ein Backup zurück. Wenn ihr das nicht macht regelmäßig, dann ist es ganz einfach, da sind alle Daten fort.